Merci, Herr Präsident. Den öffentlichen Transport aus eng von den Politiken, die muss langfristig geplant gehen, an die ein globales Konzept müssen haben. Dass das CSV als AP-Regierung sowie die Fedruke global Rezept tun, haben sie selber damit bewiesen, dass sie schon führende Wahlen massiv Strecken ausgebaut haben für über 60 Millionen Euro. Und dass schon nur die Wahlen diskutieren sie darum, für Strecken aufzuschaffen. Herr Präsident, für uns als ADR ist wichtig, wenn über die Rentabilität vom öffentlichen Transport geschwärzt wird, da muss ihr wissen, dass der öffentliche Transport nicht kann rentabel sein. Das ist ein öffentlicher Service, den wir als Gesellschaft zu leisten haben, der kann nicht rentabel sein. Und ich suche noch, dass wir als ADR nach schon zweimal an unserem Wahlprogramm den gratis öffentlichen Transport schon an Sozialisten hatten, Enkeldraststellen, an der Premier, den aus der Partei kennt, die noch nie Draststellen hat an ihrem Wahlprogramm, als wir neuerdings auch für den öffentlichen gratis Transport. Auch wenn er nicht kann rentabel sein als öffentlicher Transport, so soll er doch aber gucken, dass der öffentliche Transport so rentabel wie möglich ist. Der öffentliche Transport muss unserer Meinung nach erstens flächendeckend sein und zweitens zu den Zeiten führen, wo die Leute brauchen. Da der proposiert dafür, die Hauptstrecken von den Bussen mit stark zu führen, mit starken Frequenzen zu führen, an Querverbindungen, die als Zubringer denkst, ob die Hauptstrecken zu organisieren. Sie hat das mit kleinen Bussen, sie hat das mit einem Rufbus, das kann bis hin zu den Taxien gehen. Den Ausbau von den Buslinien ist für uns ein ganz wichtiges Instrument am öffentlichen Transport. Die Konkurrenz zwischen dem Auto und dem öffentlichen Transport ist auch ein Froh vom Preis, mit das für allem ein Froh von der Kommunität. Wenn der Bus besser ist wie das Auto, mehr sehr ist wie das Auto, da fuhren Leute mit dem Bus. Aber wenn der Bus mehr schlecht ist wie das Auto, da fuhren sie mit dem Auto. Und das nicht an allererster Stelle, ob schon mal für den Gratistransport sind, ein Preis froh, mit das ein froh, wie besser ist, wie mehr sehr ist. Und dafür ist doch wichtig, dass wir die Buslinien flächendeckend durch ganz Land ausbauen. Merci dem Herrn Giberyen.